Herr Bauer, die Hutwut. Merci, Herr Präsident, die Damen und die Herren, liebe Kollegen. Lützeburg für Zukunft stärken, so ist den Koalitionsakkord aus den überschrieben. Ich meine, wir wohnen heute zu Lützeburg in einem Land, wo wir Männer wie 50% nicht Lützeburger bei uns wohnen haben, wäre eine große Chance für das Land. An dem Kontext wollte ich vom Herrn Innenminister fragen, wie ist die aktuelle Evolution von Nicht-EU-Bürgern, die am Kader von der Regeln von der legalen Immigration auf Lützeburg kommen, am Allgemeinen an für hier am Land zu schaffen, am Besonderen. Zweite Frage, was sind die Hauptgründe von denen Leuten, für auf Lützeburg zu kommen? Und die dritte Frage, was ist die Relation oder die Evolution von der Demande für Protection international zu kreieren? So eine Stimme, merci. Merci, Herr Bauer. Dann als Wort Herr Innenminister. Herr Innenminister. Merci, Herr Präsident. Merci für die Frage. Ich wiederhole mich, wir sind für eine responsable Immigrations- und Asylpolitik. Lützeburg braucht legal Immigration. Die Leute, die Konditionen erfüllen, müssen können schnell integriert gehen. Und die Leute, die Konditionen nicht erfüllen, sollen so schnell wie möglich an Herkunftsländer können zurückgehen. Dafür haben wir ja auch in einer anderen Maison de Retour volontaire abgebaut. Zu den spezifischen Fragen vom Deputierten Maurice Bauer, ich fange mit den Zahlen von der Immigration. Vielleicht ein kurz: Immigration sind Leute, die aus Drittländern hier auf Lützeburg zum Beispiel arbeiten kommen, an Asyl, als eben, wenn ihr auf Lützeburg könnt, wollen verfolgt wird. Bei der Immigration hat man 2021 7.435 Demanden, davon sind 89,87 angeholt. 2022 hat man 9.826 Demanden, davon sind 92,84 angeholt. 2023 hat man 7.922 Demanden, davon sind 90,65 angeholt. An dieses Jahr bis September inklu hat man 5.575 Demanden, davon sind 87,55 angeholt. An denen Zahlen sind auch Demanden für die berühmten Carte Bleue Européenne, wo man ja heute nach Gesetz gestimmt hat, vor kurzem. Da waren 2022 sind 941 Titeln ausgestellt, 2023 818 und das Jahr von Januar bis September inklu 672 Titeln. Was sind die Motive für die Migration? Auf erster Platz also das Regroupement familial. Mit da haben wir 93,75% von den Demanden gut geheescht. Bei den Aktivitäten salariés sind 81,35% gut geheescht gehen. Und dann andere, wie wir das abfeiern, das sind Studenten oder Au pair oder sonst nach anderen Kategorien. Da sind 73,80% von den Demanden gut geheescht gehen. Beim Asyl hat man 2021 1249 Demanden, da sind 76,62% akzeptiert gehen. 2022 hat man 2271 Demanden, da sind 82,45 Demanden gut geheescht gehen. 2023 hat man 2447 Demanden, da ist 71,09% gut geheescht gehen. Aber bis von Januar bis September hat man 1307 Demanden und bis da sind wir bei 67,93%, die gut geheescht gehen. Dann haben wir nach Protection temporaire, wie zum Beispiel die Ukraine. Da hat man 2022 5397 Demanden, da sind 95,16% gut geheescht gehen. Letztes Jahr hat man 1053 Demanden, da sind 86,21% gut geheescht gehen. Und 2024 von Januar bis September hat man bis 686 Demanden und da sind 86,62% gut geheescht gehen.